Ja, Sally, das ist ein kleiner Reiseflug. Die Qualität ist wieder am Arsch, weil ich habe die Kamera nicht mitgenommen. Ich hätte sowieso keine SD-Kette gehabt, aber die ist irgendwie weg. Also jetzt. Ich bin von mir daheim auf Bangkok geflogen und von Bangkok fliege ich nachher dann auf Vietnam. Und darum bin ich jetzt in Bangkok. Das sieht man natürlich. Ja, man sieht es nicht gut. Der Flughafen ist scheiße groß. Also nein, nicht einmal, aber er ist scheiße lang. Ich laufe jetzt schon seit einer halben Stunde, bin noch nicht mein Gate. Oh. Wieso? Mein Gate. Ich habe mein Gate gefunden. Oh. Wahrscheinlich gibt es noch einen Ausschnitt von Vietnam dann. Also darum halte ich doch, das wird wahrscheinlich ein bisschen längerer Flug. Ich weiß auch nicht, vielleicht schneide ich das auch anders. Ich bin fucking allein, warte. Kann ich das? Nein, leider, warte doch. Scheiße, nein, das macht mir fucking Angst. Ja, wieder. Ich kaufe jetzt wahrscheinlich irgendetwas. Irgend zum Scheißladen. Irgendetwas Thailandisches oder so. Ich bin nicht auf die Fall. Wir sehen uns wieder nach einem kurzen Cut. Oh, ich habe es geschafft. Also, wahrscheinlich sehen wir uns im Flüger oder im Vietnam. Es ist schambar laut! Man hört nichts! Ich fühle mich wie ein dickflüssiges Nashorn. Licht ist scheiße. Ich habe Also meine Nachbarn haben sich entschieden, da ich jetzt da bin. Oh, jetzt fängt es wieder an. Bohren und hämmern die ganze Nacht, sodass ich nicht schlafen kann. Und nein, Raumzug gibt es nicht. Ich sehe scheiße aus, nicht weil ich aus der Dusche gekommen bin. Ich sehe scheiße aus, weil ich tatsächlich so geboren bin. Kann man nicht glauben, ist aber so. Also jetzt sind wir, warte, Licht. Jetzt sind wir am Strand. Das ist schön, also eigentlich sind wir, haben wir aus Meer wollen. Hey, haben wir aus Meer wollen, um dort zu planschen. Und jetzt haben wir einfach irgendwo Halt gemacht, weil da schön. Einfach laut. Laut Leute. Ja, da sind wir dann ein bisschen planschen. Warte, ich zeige es viel nach. Das wird zensiert. So. Jetzt habe ich heiß. Wo komme ich da raus? Ich wollte eigentlich etwas zeigen. Auf jeden Fall sind wir dann da oben. Eben haben wir da Halt gemacht, sind ein bisschen planschen und der Planschspaß war schnell vorbei für mich, weil eine Qualle hat mich gestochen. Ist das ein Reh? Lol, das ist ein Reh. Die halten sich da, weil die Rehe im Gefängnis gemacht sind. Jetzt muss ich alles hochlaufen. Weil der Strand, also wir sind so in den krassesten Bergen, die ihr je gesehen habt. Das Matterhorn ist gerade nichts dagegen. Es ist sozusagen Seitenstechen. Der Mount Everest von Vietnam. Auf jeden Fall sehen wir da viele Lamas. Lamas mit Schal, weil da so kalt ist. Ich habe es heiß. Bald gibt es noch nice View von unserem Spot to be. Also ich habe gedacht, ich baue jetzt ein bisschen mehr Anglizismen ein, weil das ist cool. Jetzt sind wir dann bald oben. Wartet.
Also, wir sind jetzt da ganz oben. Ja, das ist ein Tüchli, hat Fischli drauf. Und toll, man sieht eigentlich genau nichts. Es ist halt einfach ziemlich nice, aber hat halt gefallen, was halt nicht so nice ist. Aber was nice ist, das sind, warte, ich zeige es, dann kann ich es besser erklären. Energie hier ist supergrün. Das ist wirklich ökofest, auch wenn die Windmühlen aus Holz sind und irgendwie ein bisschen krumm aussehen. Aber was ich auch gut finde, da liegen überall Findlinge rum. Die werden subventioniert. Auch wenn das kein Bauernland ist. Da unten sieht man unseren Spot to be. Also das ist der Steg da. Leider sieht man den Strand nicht. Vielleicht kann ich einen Shot zeigen, wo man den Strand sieht. Auf jeden Fall ist es da ziemlich nice. Also im Vergleich zum Rest von Vietnam ist da voll Natur und so. Also so Al Natura sozusagen. Was ich mich letztens gefragt habe, ist, wenn ich Bauer bin und ich habe keinen Findling auf meinem Grundstück, bekomme ich auch keine Findlingssubventionen. Darf ich jetzt einfach so einen Findling aus Beton anrotzen? Wird dann A, der Bau vom Findling subventioniert und B, der Findling selber. Das heisst, ich werde doppelt subventioniert. Das heisst, es ist eine Win-Win-Situation. Was ich... ja, ich bin Mexikaner jetzt. Ich hoffe, sie lassen mich noch durch die Schweizer Grenze rein. Tempel. Vielleicht hört man hier etwas weg. Ich möchte da auf. Oh, ein Stegen laufen, das Kette wieder weg. Noch weiterlaufen. Wir sind noch nicht ganz oben. Letzte Glocke, die Leute. Glocke. Glockenfax ist zugeschlossen. Mann. Ich habe mich mal gefragt, wenn jetzt Schweizer auch eine Mauer bauen. Okay. Keine Mexikaner reinlassen. Ist das denn Rassismus? Oder sonst etwas? Hammer. Ich könnte ein Review zu dieser Glocke machen. Ist mir scheiße, ich kann nicht hin dürfen. Review fertig. Ah, ich bin oben. Kann ich nicht wieder. Ja, ich mach's mal. Ich habe mir schon gedacht, nein, danke. Ich habe mir schon gedacht, wenn ich schon mal da bin, ich kaufe ich einen typisch vietnamesisch Hut, einen richtigen Sombrero. Typisch vietnamesisch. Oh, da hat es eine Schüssel. Oh, und da sind wir jetzt. Da sind wir beim grossen Buddha. Der ist gross und weiss, irgendwie rassistisch. Ist verdammt gross. Schau, das sind kleine Asiaten im Vergleich. Jetzt sagen wir, das ist doch hohl. Ja, halbwegs. Es ist aber irgendwie noch cool. Und da hat es ganz viele Mönche eingraviert. Wie der Ho Chi Minh und Stalin und Putin und kurz der Barack Obama. Also, wir sehen uns unten noch wieder. Oh, Achtung, Entschuldigung, merci. No, es klingt irgendwie wie ein Mohammed Lucifer Gebet. Aber schau, da vorne brennt es. Ich glaube, man sieht es nicht einmal. Da gehen wir jetzt hin. Wieso haben sich die Buddhisten
Wie sollte man von da oben da runterkommen? Da, jetzt sieht man, es brennt. Warte, ich gehe schnell rein. Ich sage nichts, weil das ist glaube ich unanständig oder so. Da jetzt Männer. Aber ich frage mich, wo sind meine Schuhe? Ich kann mich verlaufen. Oh, schau, das bin ich. Ich glaube, das ist ja schon wieder von dieser Part von der Strecke. Ah Mann, aber ich wollte jetzt trommeln. Fuck, ist das hoch gewesen. Ich habe es total überschätzt. Sally, es hat einen Haircut gegeben. Ja, ich bin jetzt blind, darum habe ich eine Brille. Ich sehe ungefähr nichts. Nein, es ist nur zu optisch. Nein, eigentlich ist sie da, damit ich nicht verwichst werde auf dem TÜV. Also damit mir kein Wichs ins Auge fliegt, während ich TÜV fahre. Ja. Und es hat einen freshen Haircut gegeben. Er ist eigentlich nicht fresh. Eigentlich haben nur abgeschnitten. Uiuiui, es brennt neues iPhone 7 werden. Oh, verdammt. Uiuiui, jetzt geht's zu der gefährlichen Piste, man hört es schon. Rein. Nicht raus. Nein, du darfst nicht raus. Da. Hallo Milo. Hallo Cam. Das ist der Cam, das ist die Mutter, das ist der Sohn. Das ist ein wildes Biest. Nein. Oh, ich will besteigen. Ich will Gasse. Nein, nicht du auch noch. Da. Das ist ein herziger. Da. Aber du bist auch. Hey, nicht so böse anschauen. Egal. Da. Schau in die Kamera. Nicht schon wieder besteigen. Nein. Da, schau die Kamera. Nein, schau die Kamera. Da. Komm. Nicht meine Hand. Da. Oh. Jetzt geht's heim. Ich bin am Flughafen. Wir müssen jetzt gehen, dann gehe ich jetzt tschüss. Bin ich eigentlich anbeliefert, wenn ich für den Heimatschutz von einsässigen Biber befürworte. Der Reis ist jetzt fertig, ja, ich lese ihn auch manchmal. Das hat mich jetzt aus dem Konzept. Im Laufband. Ich bin jetzt in Bangkok, also sicher gelandet. Mostly. Jetzt geht's heim und das ist also das Ende langsam von dem Vlog. Oh, dort oben bin ich letztens, also vor 3 Wochen gestanden. Das Ende von dem Vlog, das ist wahrscheinlich scheiße lang. Also alle, die bis jetzt dran sind, schreiben Hashtag Jesus ist ein Believer mit Kommentar. Und ja, vielleicht gibt es noch einen Shot aus dem Flugzeug, der darf ja auch nicht fehlen.
Und noch ein Shot aus Zürich vielleicht. Wir müssen weiter kaufen, so lange und jetzt immer noch so viele Asiaten. Vor allem viel Thailand. Machen wir alles Angst. Wahrscheinlich haben wir genau gar nichts. Und übrigens denke ich darüber nach, ein neues Format zu machen. Keine Ahnung, nein, einfach irgendwie am Mittwoch und immer irgendetwas. So irgendwie am 5 oder so. Ja, es wird dann einfach nicht so energiegeladen, wahrscheinlich auch nicht geschnitten. Aufwendig, möchte ich nur erwähnen. Weil ja, es ist einfach etwas kleiner, weil ich bin momentan nicht so zufrieden mit Channel-Kosten. Das muss jeder YouTuber in seiner Karriere durchlaufen, dass er nicht so zufrieden ist mit seiner Channel-Konstruktion. Und dahinter wollte ich eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall ist es einfach etwas ein bisschen seriöser, also nicht ganz seriös, weil das kann ich einfach nicht, sondern einfach seriöser. Und ja, dort hinten ist mein Skate. Ja, es ist halt, ja, ihr seht es nicht mehr am Mittwoch. Wir sind dann in einem Mittwochstag mit dem Levin. Also die Diskussion steht, ob ich mir pinke Haargummi gönnen, also violette oder pinke. Oder knutschblaue. Knutschblau ist keine Farbe. Oder solche.